Barbar-Pharao, wie sie die Israeliten über die Häuser gehauen haben. Im 2. Buch Mose, dem Buch Exodus, finden sich auch die 10 Plagen über Ägypten, von denen ich die ersten 3 lese. Der Aaron hat den Stecken in die Höhe gehoben und vor dem Pharao und seine Großkopferten aufs Wasser vom Nil droschen, und aus dem ganzen Wasser ist Blut geworden. Die Fische im Fluss sind eingegangen und der Fluss hat so gefeit, dass das Wasser aus dem Nil nimmer zum Saufen war, und überall in Ägypten war Blut. Aber die studierten ägyptischen Zauberer haben dasselbe Stickel zusammengebracht. Deswegen hat der Pharao ein Herz aus Stahl gekriegt und hat auf den Moses und den Aaron pfiffen, wie es der Chef schon vorher gesagt gehabt hat. Und der Pharao hat sie umdreht und ist heimgegangen. Es war ihm einfach wurscht. Und die Ägypter haben neben dem Nil nach Trinkwasser gegraben, weil das Wasser aus dem Fluss nicht zum Saufen war. Und das hat 7 Tage lang gedauert, nachdem der Chef in den Fluss geschlagen hat. Da hat der Chef zu Moses gesagt: Geh hin zum Pharao und sag ihm, so sagt der Chef, lass meine Leute gehen, damit wir eine schöne Feier machen. Aber wenn's auf Bestimm schaltst, hörst, dann wäre dein ganzes Land mit Fröschkarneveln. Der Nil soll nur so wurlen vor Frösch, die werden weitergreien, in dein Hitten kommen, in dein Schlafzimmer und in dein Hapfen. Auch bei deinen Großkopferten und bei dein Volk bis in den Ofen und in die Schaffeln zum Backen. Die Frösch werden auf die selber aufgreien und auf dein Volk und deine Großkopferten. Und der Chef hat zu Moses gesagt: Sag in Aaron, nimm dein Stecken und streck deine Hand aus über an jeden Fluss, an jeden Kanal und Teich in Ägypten und bannier Ägypten mit Frösch. Und der Aaron hat seine Hand ausgestreckt über jedes Wasser in Ägypten und es sind Fröschführer gereiht, bis alles zudeckt war. Da haben die studierten Zauberer mit ihrer Schmähe selber gemacht und haben Ägypten mit Frösch banniert. Da hat der Pharao in Moses und in Aaron holen lassen und hat gesagt: Haut's den Chef für mich an, dass sie die Frösch von mir und von meinen Leuten wieder schleichen. Dann will ich das Volk gehen lassen, damit sie den Chef opfern können. Drauf der Moses: Dann sag mir bitte, für wann den Chef wegen dir, deine Großkopferten und deine Leute anhauen soll, dass sie bei euch und in eure Hütten die Frösch schleichen und nur wöcherne im Nil überbleiben. Sagt er: Morgen. Drauf der Moses: Gut, mach wir, dann wirst gneißen, dass sonst keinen gibt wie den Chef, unseren Herrgott. Die Frösch sollen sie von dir aus deiner Hütten, von deinen Großkopferten und von deinen Leuten schleichen, nur im Nil sollen welche überbleiben. Der Moses und der Aaron haben den Pharao Barbar gesagt, und der Moses hat den Chef angesempert wegen die Frösch, die was er geschickt gehabt hat. Und der Chef hat gemacht, was der Moses wollen hat, und die Frösch sind eingegangen in die Hütten in der Stadt und am Land und auf die Felder. Und sie haben's haufenweise zusammengeschoben und überall hat's gefeiert als wir. Wie der Pharao geschnallt hat, dass es schon wieder besser wird, hat er wieder ein Herz aus Stahl gekriegt und auf die beiden pfiffen, wie es der Chef schon vorher gesagt gehabt hat. Aber der Chef hat zu Moses gesagt: Sag in Aaron, streck dein Stecken aus und trisch in Staub auf der Erde. In ganz Ägypten werden draus Gösen werden. Das haben's gemacht. Der Aaron hat seine Hand mit dem Stecken ausgestreckt und in Staub auf der Erde droschen, und der ist zu Gösen geworden, die über Menschen und Viecher hergefallen sind. Der ganze Staub im Land hat sich in Gösen verwandelt, überall in Ägypten. Die studierten Zauberer wollten dasselbe Stickel aufführen, das Gösen machen, aber sie haben's nicht zusammengebracht. Und die Gösen sind auf die Menschen gesessen und auf die Viecher. Da haben die studierten Zauberer zum Pharao gesagt: Das ist ein Herrgott sein Finger.